To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Einen echt wunderschönen Gruß an euch allen, die heute hier in dieses Haus gefunden habt. Ich darf Sie begrüßen im Namen des Festivals solzic. Das ist Maiglöcken-Festival. Wir haben heute, das Festival dauert 3 Tage, in Železne Kaple angefangen. Und zwar feiern wir heute eigentlich die Kaplice. Wie heißen Kaplice? Regentropfen. Ich habe zwar Frau Holle gesagt, dass sie zu Hause bleiben sollte heute. Sie hat frei, aber sie hat mir nicht gefolgt. Ist leider dabei und da kann man nichts machen. Also, zuerst einen schönen Dankeschön an die Gemeinde Železne Kaple und auch die Frau Lobnik, die Bürgermeisterin, und dann ein Dankeschön auf die Schule, Kindergarten und die Frau Arbeitstein mit ihrem Team, mit Lehrerinnen, und natürlich ein Dankeschön an die Kinder, an euch allen da, die echt eine wunderschöne Präsentation heute gemacht habt. Und ich hoffe, es gefällt euch, das Programm. Ich weiß, Sie sind in Zeitnot, aber wir werden das hinkriegen. Takole, spoštovane gostje in gosti iz Avstrije in Slovenije, prav prisrčno dobrodošli v Železni Kapli. Danes se srečujemo v duhu povezovanja, praznovanja v imenu Koroške, ki sije v vseh svojih raznolikih obrazih. Dobrodošlico najprej izrekamo županju občine Železna Kapla, gospe Elizabeti, ki jo bomo tudi povabili k besedi čez nekaj minut, ter predstavnicama dežele oziroma predstavnici deželne vlade v Celovcu iz oddelka za umetnost in kulturo, gospe Mojci Tratnik. Prav posebej pa pozdravljamo naše pravlične goste, vodne kapljice. Zunaj je bilo čudovito, veseli smo vas, brez vode ni življenja. Velika zahvala gre tudi otrokom iz šolskega centra in vrtca Železna Kapla, ki so pod vodstvom ravnateljice Tanje Arbaj-Zajn in predanih učiteljic ustvarili čudovito verigo vodnih kapljic in z njo okrasili tale prostor, kraj, ki še od nekdaj živi v objemu čistih zdravilnih voda, tako kot številni drugi zoološki kraji. Z njihovo umetniško uprizoritvijo smo prejeli grljiv poklon vodi, s katerim so prepredene tudi koordinate letošnjega festivala Solzice. Zahvaljujemo se za nastop in vabimo, da skupaj nadaljujemo program. Nažalost pa letos tukaj ne bo vodnih vil, ki bi morali priti, žal je zadržala jih je poškodba glavne vile. V besedi pa zdaj seveda vabimo županjo Železne Kaple. Vor allem aber liebe Kinder, ich darf euch alle recht herzlich bei diesem ersten Festival hier begrüßen und willkommen heißen. V imenu Železne Kaple vas vse prisrčno pozdravljam. Eine Hommage an das Wasser wurde sehr ernst genommen, also das Wasser hat uns in den letzten Tagen ja doch einiges an Niederschlag beschert. Das Wasser ist aber für unsere Gemeinde von großer Bedeutung. Ich glaube, wie wir auch in der Schule davon lernen,
haben wir viele, viele Quellen in der Gemeinde und eine ganz besonders berühmte und bekannte, die auch immer wieder noch, wo man das Wasser trinken kann, oben im Vivea Gesundheitszentrum, ist die Carinthia-Quelle. Also das Wasser hat für die Gemeinde Eisenkappel-Vellach große Bedeutung, aber auch das gesamte Vellachtal wird als Tal der 1000 Quellen bezeichnet. Wasser kann aber auch in anderer Form kommen, wir haben es alle erlebt. Und ein Brauch, an den ihr euch alle, liebe Kinder, gut erinnern könnt, ist ja das Kirchhaltragen und das hängt ja auch sehr, sehr stark mit dem Wasser zusammen, weil ein Hochwasser drohte eben Eisenkappel zu überfluten und man dieses Kirchhal gebastelt hat und dann ist das Wasser zurückgegangen. Also insgesamt ist das Thema Wasser für uns in der Gemeinde sehr gut gelebt und wichtig. Wir arbeiten schon sehr lange mit den Gemeinden Črna, mit Jezersko zusammen. Dies hier ist heute eine Premiere, also das hat es in der Form noch nicht gegeben. Wir haben viel auf sportlichen Sektor schon zusammen gemacht, auch auf kultureller Ebene, aber dieses Festival ist neu und ich bedanke mich bei Frau Pitze eben für die Organisation dieses Festes, wünsche euch noch einen schönen, spannenden Programmablauf und insgesamt einen schönen, gelungenen Tag. Hvala lepa. Dankeschön. Gospa županja se je zahvalila najprej vodnim kaplicam, ki so res so idejo sprejele zelo resno in naredile ta čudovit krog danes pred Domom kulture in omenila je, da je voda za Železno Kaplo zelo pomembna. Najprej iz vidika bogatstva vode, ki jo imajo res v vseh oblikah, predvsem v zdravilnih studencih, okolici Železne Kaple pravijo tudi dežela tisočerih vrelcev in posebej spoštovanja vredna je ta voda iz tega naslova. Voda ima pa lahko tudi drugi obraz, pravi, in se pokaže v svoji najslabši destruktivni strani, ampak dejstvo je, da so nekoč naredili tu eno majhno cirkvico, leseno, ki so jo posvetili skratka miru pred vodami in od takrat naj bi to rahlo delovalo. Zahvala se tudi za sodelovanje, ki ga v takšni obliki še ni bilo med občinama Jezersko in Črna na Koroškem, s katero redno in odlično sodelujejo. Povezovali so se iz naslova športa, kulture, iz tega naslova, ko se poklanjamo dejstvom celotne Koroške, iz naslova besede in iz naslova narave, voda, zrak in zemlja, pa tega še ni bilo in se zahvaljuje za ta prvi festival solzic. Boš kar nadaljevala, ne? Ja, ich werde ganz kurz das Maigleken-Festival vorstellen. Der Name Festival Solzic, Maigleken, das sind die kleinen Blumen, die kennen Sie ja wahrscheinlich. Die sind so herzig und sie bringen auch eigentlich Erinnern an Hoffnung. Die sind gemeint als der Zeichen der Zusammenhalt in dieser Gegend, weil wir haben hier slowenisches Kärnten, österreichisches Kärnten und Kärnten, die mit Vergangenheit zu tun hat, zgodovinsko Koroška. Zato je festival v treh različnih krajih in traja od 23. od današnjega dne do nedelje 25. maja, vedno v drugem kraju, kjer častimo, kot rečeno, tukaj vodo, na Jezerskem jutri zrak in v Črni zemljo. Tako, pa bom še več o tem mogoče jaz, tudi v slovenščini ta kratek uvod v festival Solzic je poklon Koroški, kot smo slišali, in seveda Hommage krajem v Karavankah, ki prepletajo razsežnosti dežele v tej impozantni gorski verigi, treh dežel, slovenske, avstrijske in zgodovinske, Koroške. Praznik besede in narave pa poklon tudi dediščini tega prostora z besedo navdihnjeno preko Prežihovih črtic solzice, ki so prireditvi dale tudi ime, navdihuje pa ga tudi narava, neminljiva triada vode, zraka in zemlje. Festival je svojo prvo dekado rasel pod Uršljo goro v Kotljah, v občini Ravne na Koroškem in bogatil kulturno življenje Mežiške doline, ki danes povemo prostor treh dežel, kar je unikum, s tem pa še zavest o edinstveni lepoti Karavankah tega prostora.
Danes se v Železne Kapli poklanjamo vodi, jutri, kot si že omenila, pa seveda nadaljujemo na Jezerskem kraju, ki je bogato zaznamovan z zdraviliško zgodovino. Tam se bomo poklonili zraku, v nedeljo pa nas pot vodi v Žerjav, občina Črna na Koroškem zemlji in Krajine. Ja, und wir beginnen jetzt das Programm für euch. Leider sind die Wasserfeen ausgeblieben, aber mit uns sind die wundervollen Jazzkinder, die ein Programm für euch hergestellt haben. Sie sind die jüngsten Mitglieder der Schule Jazzkids von Raune Jazzschule. Und haben eine große Leidenschaft für Musik, das werden Sie sofort sehen. Der Mentor ist Samo Kolar, der Helikon spielt. Philipp Dipol ist der Mentor und spielt Trompete. Und dann haben wir die Hauptstar. Ana Tax, kje si, pridite na oder. Torej, zdaj pa med nas prihajajo pravi glasbeni valovi, predstavljajo se jazz mulci iz jazz šole Ravne, najmlajši, a srčno predani glasbi. Pod mentorstvom Sama Kolarja s helikonom in Filipa Dipola na trobenti bodo nastopili Ana Tax na baritonu, Brina Knez na trobenti, Iza Zara Čebul na flauti, Ana Marija Kobold vokal, Kosta Radženovič trobenta, Lan Lesjak bobni. In kaj nam bodo zaigrali? Nam boste kaj povedali ali boste spregovorili kar čez glas?
sein? Wo sind Sie? Okay, noch ein Stück. Torej še ena pesem, bis, potem pa se počasi postavljamo